wenn du den Mann alle Tag mit Sprache, der soll ein Rosenhuis bringen, und die hast nur für 3 Monate jeden Tag geprachert, aber dann kommt den Mann mit einem Rosenhuis, dann sagt der Ben auf dem Tisch und sagt, hier ist eine Rose. Wo sei er, Schatz, hier die Rose? Hey, ik freue mich, dat ik vandaag hier waar ik kon met jullie taub zijn. Ik freue mich, dat jullie alle zijn gekomen. Ik geloof unbedingt, dat vandaag morgens wordt een tijd zijn, wo onze Horten verändert worden. Aber nicht bloß unsere Horten, unsere Kjoakj Horten, aber ich glaube unbedingt, das wird eine Zeit sein, ein Moment sein im Leben, wo unsere Welt wird verändert worden. Unsere Nachbarschaft, unsere Umgebung und die Welt. Wir wollen nicht bloß so wie checken aus unsere Feuerwehr, wir wollen nicht bloß checken, wer wir sind, aus Kinder Gottes. Wir haben uns ein Ding fehlen, aus der Kjoakj, das John sagt, wir wollen Gott leben, wir wollen die Kjoakj dienen, wir wollen die Welt beeinflussen für Jesus. Und der Thema, wo wir von der nur checken, ist ein sehr besonderer Thema, wie als Lehrer, und je probably kriegst so gut, aber wir erfahren das alle Tag, oder ich möchte sagen, vielleicht nicht alle Tag, aber ans von Menschen, wir vertrauen mit Menschen, wo du ein dienstes Leben, wo du hoffnungslos leben, und das jetzt schlecht, wenn die Menschen ein Ding sein. Wenn eine Hauptfrau, das geht in Ordnung, aber wenn die Menschen hier sein, und wir leben wir leben hoffnungslos, aber wir können noch nicht Licht sein, wir können noch nicht Hoffnung sein, dann wird es schlecht. Aber das braucht nicht so dort sein, wir sind die Kjoakj, wir sind die, die Jesus in Licht in diese Welt bringt, und du sollst Hoffnung sein, du sollst Licht sein. Und dort, wo wir diese nächste von Botschaft haben, was wir dann steht auf dem Boy, die Ursache, warum wir das Thema gegeben haben, ist, was Jesus sagt. Jesus sagt so steht. Ich will hier sagen, du Geneven horchen, wenn es wichtig wird, wie du sein. Das sagt du in Matthäus 4, Vers 14 so steht. Und ich will hier sagen, horchen, wenn es an Jesus sehen wird selbst, das sagt Jesus zu einer Gruppe von Menschen, die herein merken, die zum ein neues Leben leben. Der sagt das nicht bloß zu einer Gruppe von Menschen, die du sollen so leben, als das Alte Testament liegt. Der merkt Menschen rein, um ein neues Königreich wohnen. Der merkt Menschen rein, um ein neues Leben haben, wo du nur Jesus in Körper selbst sitzt. Jesus wird für ein paar Mal auf dieser Welt sein, und dann fährt er im Himmel und lässt diese große Verantwortung auf ein Herd Junges und mir alles, was du sollen rücken und das tun. Und er sagt das in Matthäus 5. Der sagt, ihr seid das Licht für diese Welt. Ihr seid das Licht für diese Welt. Dann sagt er, das allmählich eine Stadt zu verstärken, der auf dem Boy Licht. Und ich will ein paar Dinge haben, die sollen du merken, wenn die sagt, ihr seid das Licht für diese Welt, dann ist es wichtig zu verstehen, was das meint, wenn die sagt, ihr seid das Licht. Wir leben in einer Zeit, wo wir bloß brauchen ein Licht answitchen oder eine Switch flippen und dann Dach dort alle wehen, right? Wir sind aber alle klug genug dort. Die Bulben haben nicht Energy, die Bulben haben nicht Feuer. Die Kabel haben wirklich Feuer, auch nicht die Switch. Das sind alles bloß weh, um das Feuer zu kriegen, aber nichts von das produziert, oder nichts von das merkt das Feuer, das kommt von woanders. Wenn ihr den Kontext von der Bibel lesen, dann will ich bald sagen, dass die Ursache, warum Jesus sagt, hier sind das Licht, ist nicht, wenn die will haben, dass wir sollen glauben, wie merken Licht. In Johannes Kapitel 1, und Report von dem Kontext von der Bibel, wo ich bald an, dass Licht kommt von Gott selbst. Jesus sagt, ich bin das Licht, wer mich annimmt, der wird das ewige Leben haben. Aber nun merkt eine Gruppe von Menschen rein, wenn du wollen Jesus sein Leben in Körper, sein physischer Körper auf dieser Welt sein, nun sagt er, hier sind das Licht. Und was die Doubles mit meinen, der ist dort, wir sind vielleicht dort, wo dachen wird, weil wir sind das einzige physische Ding, was Jesus hier bei ihr hat. So wir sind der, wo dachen wollen, aber ans Licht kommt niemals von uns selbst. Ans Licht kommt niemals von wer, was wir können tun. Okay? Und so, der sagt, hier sind das Licht für diese Welt, aber wer wird du nicht von verjäten, dass der meint, dass ans Fountain, an die Qual, von wo uns Leben, ans Licht kommt, das Jesus. Aber dann sind ein paar andere Dinge, aber ich will hier sagen, morgen in diesem Text, der sagt, je. Dort wird je du, dort meint nicht du oder ich oder Jana, was dort zu das Evangelium predigen oder der, was dort zu das. Wenn er sagt, je, das sind Jesus in Körper.
Und jeder einer, wo du an Jesus seine Gnade glaubst, an Jesus seine Rettung glaubst, oder Vergebung auf angenommen, das kriegt nicht von einer Gruppe, die hier ist, das kriegt nicht von wo die bist, der sagt, je sind das Licht für diese Welt. Das ist plural, das sind je, das ist nicht du, das sind je. Aber das andere Wort, was ich will hier sagen, ist das sagt nicht Lichter. Ihr merkt, der sagt je, das ist plural, das sind je alle taub, aber das Wort Licht ist nicht Lichter. Je sind nicht in der Licht auf der Welt, je sind ein Licht auf dieser Welt. Das sei sehr wichtig zu verstehen. Und die Ursache, warum ich das bringe, ist, wenn Jesus sagt, mit diesem Vers in den Kontext von was Jesus lehrt, dass er sagt, wenn je wollen jene Energie, wenn je wollen ein Leben von Gott nehmen, und je wollen einig sein und das Licht spielen, dann wird du nicht auf dieser Welt sein, was das Licht kann verstärken. Das ist allmählich, dass eine Boy oder eine Stadt, was auf dem Boy gebaut ist, dass der Jeder verstärken. Manche, dass Jesus sagt, wir sollen sehr proben, ein Licht zu sein, oder wir sollen sehr proben zu dachen. Der sagt bloß, wenn je wollen das haben, und je wollen nicht einig sein, das ist allmählich, dass die das Licht wollen verstärken. So ein Licht wird euch zu verstärken. Und das ist wunderbare Nachricht, das ist gute Nachricht für uns, ist es nicht. Wir haben verschiedene Wege, wo Menschen Licht produzieren. Und ich gleich, was diese Menschen hier tun. Die haben vielleicht mal so ein Design, aber verschiedene Menschen dann Licht merken mit entweder eine Plant oder Turbines und ihren Wutte haben oder so eine große Windmehl oder das Pan, die haben alle Sorten, mit was die Licht merken dann. Aber gleich was diese Menschen tun. Es sind viele Städte, wo die dann Spiegels abstellen. Sehr viele Spiegels abstellen. Und in der Mitte von diesen Spiegels haben einen großen Turm. Und das Turm, das ist ein Reception Center, von wo alle Licht taubkommt. Aber diese Spiegels, die sind so eingerichtet, dass die alle sich immer einstellen nur die Sonne. Jeder ein Spiegel, der so sich selbst immer mit der Sonne mitdrehen. Und die kriegen alle ihr Licht von der Sonne. Die schaffen alle taub, dass das Licht wird nach einer Stehdachen. Und dort werden keine Tausende und Millionen Hämmer Licht bringen. Und jetzt kriegt das Bild, was Jesus gibt, der sagt, dort wir je sind aus Läwens Kjoakj. Wenn jemand wollen ablehnen, wenn jemand wollen einig sein, wenn jemand nicht wollen proben, jemand zu schaffen, und jemand am sich jemand zu sein, und alle glauben, dass jemand alle der Rechte liegen, und proben jemand zu schaffen, und jemand zu jachten, wenn jemand wollen einig sein, jemand Licht von Gott holen, dann wollen je in diese Welt Licht bringen, und je wollen viele Menschen beeinflussen. Was mir angeht zu tun von der Smarris ist, ich will anfangen mit einem Thema. Und unsere erste Botschaft, was ich glaube, das ganz wichtigste Thema ist, wenn wir von dem Thema reden. Wenn wir reden von der Welt beeinflussen, dann werden wir von der Hoat von Mission anfangen. Dann werden wir anfangen, wo wir nicht unbedingt von Strategies verteilen, nicht unbedingt verteilen, von wo wichtig das ist, wo wir zu Menschen reden. Wir nicht unbedingt davon reden, was wir zu Menschen sein. Aber wir müssen das Hoat sein von uns aus Läwens Kjoakj. Wir müssen sein, wer wir sind als Menschen, wo wir denken, wann wir wollen die Welt beeinflussen. Und ich will mit einer bekannten Geschichte anfangen. Und some von Ihnen, wenn ich diese Geschichte lesen, dann will ich vielleicht Abstunden hier rüberkommen, wenn diese Geschichte kann gehen, die habe von klein an gehört. Wir glauben immer, dass die Geschichten, die wir von klein an gehört haben, die weit wir alle. Aber ich glaube einmal, dass seine besten Geschichten um ans Trainen, den Anfang bringen und ausfinden, wo wir sind. Nur ist ein junger Prediger, der will anfangen zu predigen, der predigt seine erste Botschaft. Und er war ganz schändlich nervös und als er auf dem Stage abging, der wusste meist nicht, was er will tun, und er hat sich die Geschichte von Jona gewählt. Ich sage, wenn er von Jona predigen, ist wie die kann von klein an die Geschichte. Und jetzt er auf dem Stage ab und fängt an zu predigen, und wenn er so nervös ist, der kann seine Gedanken meist nicht taub holen. Und einmal sagt er, dass der Fisch auf Jona abgeschluckt, und bald dann sagt er, dass Jona auf den Fisch abgeschluckt, und ihr Hahn in Träse dort, und einmal schluckt der Fisch Jona ab, nächstes Mal der Jona den Fisch, und der predigt passionately, aber die Kjoakj gut jetzt, dann geht er in den Hängen, dann beginnt in alle Morgen durch, und dann fragt er so, wo wird er dann nu? Hat der Fisch Jona abgeschluckt oder Jona den Fisch? Dann kläft er sich auf den Karten und sagt, ich will doch verjäten. Aber ein Ding wisst ihr näher, dass er den Tag eine große Schluckerei gibt. Nu, ich weiß nicht, wo ich diese Geschichte gelesen habe. Ich weiß überhaupt nicht, was die von Jona kann, aber ich bin mir meist sicher, dass wenn ihr die Geschichte kann von Jona, dann kann ihr ein Ding. Du wie ein großer Fisch, du wenn der Wut in der Sky, der wird ein Wut an je gesegelt, und dann versaugt du meist, dann kommt der Fisch den Raden, und dann
wie die 3 Tage und 3 Nachten du bist, nicht? Das ist, was wir uns lernen. Aber wir können nicht helfen, wenn wir das Alte Testament lesen, mit der Lens oder mit der Brille, mit was Gott will, haben die die Bibel ganz lesen. Wir können nicht helfen, dass wir ein Gott sein, was du in Life tun jetzt, Hoat hast, was du brennst für die Menschen, was er gemerkt hat. Das hilft nicht später, aber die kannst du gleich vorbeikicken, wenn die Jona sitzt, dass das ganze Buch hat mit einem Ding zu tun, dass das Alte Testament wie uns ein Wort von Gott, wenn du live-tulich in brennend ist für die Menschen, die er gemerkt hat. Und das ist die Geschichte, aber lass mich ganz kurz sagen. Was passiert ist, das ist ein Tag in Bengel, in Jona. In der Bibel sagt uns, in 2. Könige, das ist ein König von Israel. Israel ist hier so steht, das ist ein kleines Land, hier so steht dort in Jana Welt. Das ist, wo Israel ist, und von du ist Jona. Und es ist wichtig zu wissen, von welchem Port von Israel dort Jona ist, weil Jona kommt von der nördlichen Port von Israel. Dort meint er, das ist nicht von Juda, das ist von der nördlichen Port, und das ist wichtig, von jeder Luther wissen, wo er. Aber anyways, Jona ist ein guter Jung, der hat das Evangelium, der hat die gute Nachricht von Gott. Abraham hat Jahren dreimal gesagt, dass die gute Nachricht von dem Evangelium, das verjüngt aus Israeliten, Gott wählt sich ein Volk. Aber als Gott Abraham rückchecken wird, dann sagt Gott zu Abraham, die sollen sehen, sind zu alle Völker auf der Welt. Zu alle Völker auf der Welt. Das meint, dass Gott wird mit den Israeliten oder mit den Hebräern was zu tun haben, so dass die Gott seine Leben in der Welt ändern und Gott seine Frieden, Gott seine die Welt beeinflussen mit der guten Nachricht. Und so, als Jona leben wird, dann haben die Menschen das verjährten. Und verjährten, dass das was Gott endlich gemerkt hat. Jona, der lebt in Feuerwegen in seinem Land Israel. Und er ist ein guter Prophet. Der kriegt Gott sein Wort, der verteilt Gott sein Wort. Aber einen Tag, dann kommt Gott nach Jona, so ist die Geschichte weiter, und dann sagt Gott zu Jona, gut. Und wenn einmal Gott zu dir sagt, gut, dann sie aufmerksam werden, Gott will haben dieses, Gott ist ein Gott von Mission. Das ist ein von Gott seine ganz beste Wert, was er hat. Nicht wegen der Welt, die nicht was damit zu sagen, aber wegen der gleich die und die Menschen alle glücklich seien. Und so Gott sagt zu Jona, gut, und je weiter die Geschichte, er sagt zu Jona, dass der soll hier so hingehen. Weißt du noch? Der sagt zu Jona, gut in Nineveh, gut dort so, wo jene Menschen sind, und predigt das Evangelium. Und Jona, er steht gut und sagt, okay Gott, ich will das tun, dann sagt er, nee. Und der Ursache, warum Jona nicht will gehen, ist, der will nicht bitte seine Feuerwehren gehen. Der will nicht bitte seine gemütliche Stadt gehen. Und das sind Ursachen, warum der nicht will, wenn die Geschichte kann, dann wo ich antworten, dass das Volk, das assyrischen Volk, das eine Welt macht, was die Welt hat angenommen zu der Zeit. In Nineveh, das ist die Hauptstadt, das ist die größte City oder die Stadt, das Hoat von das assyrischen Volk. Und das sind Enemies, das sind Feinde zu Israel. Die haben bei dieser Zeit alles angenommen, die waschen über die Welt und nehmen ein Land oder ein anderes Land an, und die sind auf dem Weg nur Jona sein Land. Die wollen Israel auch annehmen. Und Gott sagt zu Jona, geh nur das Hort von den Menschen, die kurz schlecht leiden. Nicht wenn der will Jona was tausaten, nicht wenn der will bloß han Jona soll jetzt in die mietliche Städte kommen, aber Gott hat ein Hort für die Menschen, die Jona kann schlecht leiden. Wenn die sind an Gott sein Ebenbild gemerkt. Und so, Jona, hier weit in die Geschichte, und steht, dass der du han jetzt, der nimmt den Boot, der hat eine Jappe hier in Wuta, und der nimmt ein Boot und schärft ihn, weil er nur Tarsis fahren. Tarsis ist zu der Zeit eine ganz andere Welt, wo habe ich noch kein Mal wer von Israel gewesen ist. Das eng von der bekannten Welt zu der Zeit. Und das sagt, dass Jona will von Gott wegrennen. Wovon Missionar? Ich sage, wovon Missionar, der wir dachten, der wird von Gott wegrennen. Wofür wisst ihr was von Gott, nicht? Meine Weise, der prüft dort. Und so ist die Geschichte kann dann, und hier in Wut ein wurde, und einmal du halt Gott den ab. Und es sind ein paar interessante Faktoren in Jona. Das sagt, Gott merkt den Wind, Gott merkt den Sturm, Gott merkt den Fisch, zum Jona abholen. Und so, Jona wird dann angesält, und der Fischkämpfen fragt ihn ab, und nur 3 Tage und 3 Nachten, Gott bejahnt, und du deib ungen mehr, wo noch kein Mensch ist, du warst, du bejahnt, sich mit Jona, und Jona will wegrennen. Meine Weise, das geht, der betet und dann nur 3 Tage, dann geht die 3, oder dann quält der Fisch den und lohnt ut, wie weit nicht wurde den Hand, aber das sagte, der den 3 utspielen.
En het ganz eerste wat God te Jona deed, nur dat hij door nach einmal unser Faschied und Jeva und Sohn und alles ist, was sagt Gott zu denen? Gute Hüs und Budi ist mal und da ist mal ein paar Weg überleihen, sein, dass du das weißt und dass du was gehorsam sein. Na, Gott sagt nach einmal, kriegt das selbst gut. Er sagt, gute Ninive. Because du bist ein Volk von Menschen, wo das gleich. Du bist ein Volk von Menschen, wo du die Radung fehlt. Und Jona, der kriegt, was die glauben, der det. Und ich will han je zelf not maken, wenn Jona jet in Ninive. Und was wir vielmal nicht gesehen haben, ist, dass Jona jet in Ninive, aber das Hoat von diesen Missionaren ist ein verfühltes Hoat. Jona det, was Gott sagt, er soll tun, aber Jona ist nicht gehorsam. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo das schafft, aber das ist was das ist. Ist das nicht? Jona jet in Ninive, aber ist nicht gehorsam. Als je einmal so gegaan dat je zei tegen je kinderen, die zullen een wat niet doen. En zolang als je door ram zijn met een belt, dan doen die dat ook niet. Nou, wenn je wegfahren, dan kom je in huis, dan hebben je al dat je doen en nach mij wat je dacht, die willen niet doen. Waarom? Waarom geloof je doen je kinderen wat die niet zullen doen? Niet wenn die zijn gehorsam, aber wenn die hebben angst. En dat zal je passieren te deze guy. Dat zegt dat Jona die jet in Ninive, aber ist nicht gehorsam. Dat zegt dat Jona die jet de mensen predigen, aber die jet nicht von Gott seine Leib vertrauen. Nu weet je waarom Jona ging? Because Jona, aber nu hat Jona dat geleerd van Gott, wo die nicht wegran. En die wist ook niet dat wanneer die dat niet wil doen, die wist niet als die fast met hem op dem Land abkommen. Die had keine idee wat wird passieren. Jona deed dat bloß because he had to. En kan ik Ihnen wat sagen? Dat is de boodschap wat Jona ging predigen. Krijgt den Gott, wat Jona hat kennengelernt, oder wo Jona Gott sagt, dat ist, wat Jona ging sein. Je weet in die Geschichte, je hebt naar Ninive, en je hebt een ganzen dag wat ze in Müll opmerken. Ik weet niet, ik leer je bloß niks, die wil niet zijn. Het is een ganzen dag in deze grote stad ben. Dan wat iemand merkt, ze in Müll op, dan zegt hij, Gott leeft je, niet? Wat zegt Jona? Dat ganz einzige Ding, was Jona zu diesen Menschen sagt, ist, je han 40 der Zeit. Nicht um ihn bekehren, der sagt, je han 40 der Zeit, was Gott wird kommen und ihn uitlassen. Den Gott, was Jona hat kennengelernt, ist den Gott, was Jona repräsentieren wird. Den Gott, was du Rache wird, den Gott, was sich beißen muss, den Gott, was mich nicht lässt tun, was mich jankert. Das ist den Gott, was Jona in Ninive bringt. Und zu unserer Überraschung, das ist der ganz größte Missionserfolg, was wir ever gesehen haben in der Welt. Right? Das sagt, dass jeder Mensch, von groß bis klein, von klein bis klein, die bekehren sich zu unserer Zeit, wo wir das dort an, aber die dann alle Buße, alle. Was von Missionaren, ich so, was von Exito. Aber ich will hangesam machen, was da passiert. Als Jona hat gepredigt und die Menschen haben sich bekehrt, dann freut Jona sich nicht. Habt ihr die Geschichte mal gelesen? Das sagt, jetzt hing Ninive auf dem Bäu setzen, wo die konnten checken, was du jeft. Und dann freut sich, dass die Menschen sich wollen bekehren. Das ist Jona seine Einstellung. Was Jona der steht in Action, der lügt, dass Gott wird kommen, 4 Schrecken und die Menschen verdorben. Aber Gott seine Liebe ist so groß, und ich weiß, wie haben Johannes 3,10 gelesen, wie weit diese Wahrheit, wie weit dass Gott die ganze Welt läuft. Aber ich wenn die nicht von unseren Deutschen sind, right? Das habe ich auf dem schweren Weg muss lernen, aber ich meine, Gott ist noch mal ein, wo habe ich das vorbeigekickt, dass Gott die ganze Welt leben wird. Aber Jona, der wisst das noch nicht, dass diese Menschen das wird werden. Und als alle Menschen sich bekehren, du bleibst ein Ding ewig zu Jona, und dort erst kriegt dort, was deine Kinder da in den Stuhl, wenn die nicht das kriegen, was die wollen. Das ist eben so, lest die Geschichte vor dich. Das einzige Ding, was Jona nach ewig bleibt, ist sich an ihr Handseelen und die Beine hachen nacken. Dann sagt er, Gott, merk mich mal dort. Und hier habe ich ein Bild von einem Missionar, was in doll gute Dinge tut. Wo ich hin will mit das ist das. Ich will dir eine Frau fragen.
Wenn du in unsere verlorene Welt kickst, und wenn du kickst nur, was unsere Welt fehlen wird, was glaubst du fehlt den Menschen von der, was in unserer Nachbarschaft sind? Du sagst vielleicht, okay, Jona der Jink, Gott sein Gerecht predigen, nicht Gott sein Leib. Das ist dort, was wir sollen tun. Weil Jona Jink, wenn der muss gehen, wir sagen vielmal, solange es dort was tut, solange es wieder in den Himmel nangrühen kann, brück, was immer die Brücken kostet, aber dort bloß, dass die wollen gerat worden. Und ich will ihnen proven, dass das nicht das Rechte ist, mit Gott sein Wort, aber hör ich mal nicht das. In Matthäus 28, Vers 19 und 20, du sagst, Gott, wir sollen in der ganzen Welt die gute Nachricht predigen, das Evangelium predigen. Jeruts ver dort in Vers 18 sagt er, mir ist gegeben worden, alle gewollt in Himmel ab ihr, sagt Jesus. Du, wen soll je gehen? Und die ganz meisten Christen, von der schon da weißt, woran die gehen von Jesus vertrauen, wie in Matthäus 28, Vers 18, wo das sagt, Gott ist der gewollt, die gibt und die schenken. Und vergib mir, dass ich das so drei sage, aber das gibt sehr wenig Missionaren, von der was in der Welt angehen, mit dem Hoat, wegen der Leben Jesus und der Leben der Menschen. Aber die gehen, wenn die fühlen sich schuldig, wenn die das nicht tun. Wie gehen, wenn die Überschworen verloren gehen, wenn wir das nicht tun. Und hör ich mal nicht das. Wo habe ich das her, dass Gott die will merken Mission tun, und Gott nicht will haben, dass Jesus die am Verleiben zum Wellen von Amgun vertrauen. Kann ich Ihnen was fragen? Früher besonders. Und ich habe das Bild mal einmal gebraucht, aber wenn du den Mann alle Tag mit Sprache, der muss ein Rosenhaus bringen, und die hast nur für 3 Monate jeden Tag gepracht, aber dann kommt den Mann mit einem Rosenhaus, und dann sagt der Ben auf dem Tisch und sagt, hier ist die Rose. Wo sei Schatz hier der Rose? Oh, come on, das ist eine Rose. Oder wenn ein Mann bei einem Haus kommt mit einer Rose und er gibt dir eine hängen, der kickt in die Uhr und er sagt, ich gebe dir diese Rose, wenn dort weißt, was das Wort, was ich für dich habe. Ich bin dankbar zu Gott, für wer du bist. Wollt ihr die Rose schätzen? Keiner? Ihr würden, right? Ihr würdet den Unterschied, das kriegt ihr selbst die Rose. Wir sind bei dir gekommen, wo wir glauben, dass Mission tun, als wenn wir Matten Mission tun. Aber wahr, solange das was tut, nicht so? Paulus sagt mir reich, was jeder ab Sonnenweich tun, solange jeder tun, solange jeder Gott nur reich bringt, nicht so? Wir haben gesagt, das sein, wenn wir wollen, und wenn ihr irgendwas habt, um diese Ideen durchstehen, sicher in der Welt durch. Wenn wir wollen Missionaren merken, durch Missionsprojekte, dann wollen wir so eine Jonas merken, wo du bloß das Evangelium rüttrauen, wegen Schuldgefühl. Aber wenn wir wollen Menschen merken oder Menschen helfen, sich an Jesus zu verleiben, dann merken wir jünger, wem du allmählich jetzt stellst zu merken. Ich weiß nicht, wie das muss sein, aber Jesus seine 12 Jungs, die 3 Jahre mit den Taub wären, die ging für nichts in das Leben stellt zu merken. Aber nicht, wenn die sich schuldig fühlen, aber wenn die hatten von sich nicht in das Leben zu vertrauen als von Jesus. Die gleichen diesen Geist so sehr, dass kriegt ein Wort, die deuten, das kriegt ein Wort, die wollen haben sollen, die wurden bloß nicht mehr erstellt worden. Und so von Jesus, als Jesus zu diesen 12 Jungs sagt, gut in der ganzen Welt ein predigt das Evangelium, Gott sieht uns dort und Gott ist uns Herr und wir sollen tun, was Gott sagt. Aber das ist nicht der einzige Motiv, woran wir tun, was der Reich ist. Ganz am Anfang, wo Jesus sich diese 12 Jungs wählen lässt, weißt du, was Jesus dann hat? Der sieht, dass der aus dem Meer rauben, aus dem Boot. Seht ihr, guck mal her in gut in der Welt nennen. Weißt du noch, was Jesus sagt? Der sagt, feucht mich nur. Und ich will nur sein, dass die Menschenfäscher wollen. Feucht mich nur. Jesus will haben, die sollen sich an Arm verleiben. Jesus will haben, die sollen von Arm lehren. Jesus will haben, die sollen nicht besser in das Leben gelehrt haben, als mit Jesus taub sein. Und ab dem Ende von diesen 3 Jahren sagt er, nicht gut. Ich habe die Kraft, um ihn zu checken. Ich sage, Gott. Aber eier wie gehen, weil Jesus hat, dass wir wollen, uns an Arm verleiben. Und ich will aber zu sagen, du wehn erst dazu, bitte gewöhnlich wichtig, dass wir nicht bloß Menschen helfen, Jesus zu finden, aber dass wir Menschen discipling, sich an Jesus zu verleiben. Dass wir Menschen helfen, Jesus in die Jünger wollen, eier wie überhaupt sein, die sollen rütgehen. Nu, hier ist, warum das wichtig ist. Wenn du glaubst, du kannst eine Mission tun, wenn du das nicht mit dem Reich des Hoat ist, wisst ihr dort. Und ich wollte
diese Map hier ein klein bisschen dich dabei wiesen, wenn ich will hier wird sehr wichtig wiesen. In Israel, von wo Jona wir, dort wir, so sagt ihr sehen, Israel wie hier so steht, in Ninive, als da steht, wo Jona soll das Evangelium anbringen. Remember? Und Jona ging das Gerecht Gottes predigen in Menschen, die den Buße. Heimul gefragt, wo lange das verhält. Dort sind ungefähr 30 bis 40 Jahre Luther. Dann fingen wir in der Bibel, dort das selbe Volk, der Assyrier von Ninive, das ist eine Hauptstadt da, die kommen und nehmen Israel an. Und die selben Menschen, die Jona soll die Gute Nachricht bringen, sind die selben Menschen, die 30 bis 40 Jahre Luther kommen und ganz Israel verbrucht merken. Die nehmen die Wahrheit, die schlappen die Furt, und die haben eine Welt geschlappt und versteht alle Wehen, aber von der Tag sind die Menschen nach Himmel gekommen. Du sind ein paar Menschen geblieben in Israel, die du nicht haben durchgeschlappt, und dort sind eine kleine Gruppe von Menschen, die wie Luther die Samariter andauern. Haben wir von dieser Geschichte gelehrt? Was Ninive hat mit diesen Menschen getan, mit diesen, der hat Jona seine Nachkommenschaft in das Land gelassen. Und der hat von Menschen angebracht, was die ersten mal deuten, diese Menschen, die wurden von all diesen Völkern, was die hier vornehmen, die wurden die Menschen anbringen, dann wurden die vermixen oder vermischen mit dem Volk. Die sind ein paar Dinge, die ich will sollen machen. 30 bis 40 Jahre Luther, dass Jona die Gute Nachricht nach Ninive bringt, dann kommt das selbe Volk und versteht Israel. Ganz kurz Luther, dann ist noch ein Prophet, der Nummer Nahum, der kommt zu Ninive sein, nu habe ich vor dich. Weißt du, wie lange Ninive ihre gute Botschaft oder gute Nachricht hält? 40 Tage. So lange als Gott wird kommen und die verbrucht merken. Als die 40 Tage vorbei wären, dann hatten die vor dich mit Buße, dann wären die Leben nicht Gott, die hatten bloß Angst, dass Gott wird was tun. Nur wenn die 40 Tage vorbei wären, dann leben das Leben, das die immer hatten. Die nahmen sich Israel mit, die selbst werden ganz verbrucht. 100 Jahre Luther haben die Ninive gefangen, die haben das aufgerufen, und das ist eine ganz verdorbene Stadt. Die sind verbrucht. Aber was mir das ganz Wichtigste ist von dieser Geschichte, ist, dass Jona seine Nachkommenschaft und die Menschen, wem Jona soll das Evangelium bringen, die leben zu Jesus in der Zeit, bad, taub in das Land, und das sind gemixtes Volk. Warum ist das wichtig? Ihr habt vielleicht mal den Ausdruck gehört, was du sagst, wenn wir nicht wollen, eine Läwens Kjoakj sein, wo wir ein Missionsfeld waren. Habt ihr das mal gehört? Lob mir den Einstopp wieder nehmen. Du kannst mir alle Menschen von Jesus vertellen, oder alle Menschen, die ein Evangelium bringen. Aber wenn du den Hoat nicht im Bereich der Stadt hast, dann wirst du auch Missionsfeld worden. Dort ist so sehr wichtig, dass wir nicht eine Mission tun, aber wir weiten, wem wir repräsentieren. Aber wir weiten, was wir wollen oder wem wir wollen anbringen. Because wenn wir dort wollen tun, mit einer rechten Einstellung, rechten Hort, dann haben wir alles vergebens zu tun. Zu Jesus in der Zeit sind Jona seine Nachkommenschaft und Ninive ihre Nachkommenschaft auf demselben Level. Die sind ein Missionsfeld geworden. Die sind nicht bloß auf demselben Level, die sind gemixt geworden. Das sind dieselben Menschen. Und wenn du glaubst, dass du wirst Mission tun und du wirst das bloß tun, because Gott sagt dir so, oder wenn du fühlst dich schuldig, dass du das nicht ist, die Menschen, die hinter dir kommen, die wollen alles zwei merken, was du getan hast. Und ich weiß, ich merke ihn vielleicht anmutig mit das Sein und was ich prüfe zu sein. Jona ist nicht ein Beispiel, um hier rangehen, wenn wir Missionen wollen, wenn wir wollen die Welt beeinflussen für Jesus. Aber ich von ein deutlicher Volk hat. Ich will Ihnen wiesen, wem wir sollen nur folgen. Und dort ist, lass mich einen Stopp trägen. Aber ich, wenn wir bloß das Alte Testament haben, bloß wenn wir die hebräische Bibel haben, dann würden wir das nicht vorbeikicken, dass Gott gleich alle Menschen. Wir würden das nicht vorbeikicken. Aber als Jesus kam und er wohnt auf dieser Welt, Jesus ist Gott sein perfektes Ebenbild. Als Jesus kam, der weiß uns den Futter sein Hort, so dass nach immer was wir. Der weiß uns, wo Gott sagt, oder was er nach immer geluten hat. Weißt du noch, was Johannes tat oder Jesus tat in Johannes 4? Dort sagt dass Jesus, Jesus ist hier so in Juda, und er will einen Tag nach Galiläa gehen, in Johannes 4. Dann sagt er in den ersten paar Versen, dass der will dorthin gehen, aber das sagt, so steht wir,
Jesus muss du durchgehen. Alle Menschen zu der Zeit, die gehen durch Rahmen, die wollen sich nicht mit dem Volk veranrennen. Alle Menschen gehen durch Rahmen, aber Jesus sagt, ich muss du durchgehen. Woran muss Jesus durch Samaria gehen? Haben wir gefragt? Wie das, wenn Gott stimmt, um einen Reim hängen? Wie das, wenn du wie ein Fisch hängen, Jesus? Oder woran ging Jesus durch Samaria? Der sagt, ich muss. Die Ursache, woran Jesus muss gehen, ist, wenn sie ein leibendes, brennendet Hoat leid ihm nicht anders. Der ging durch Samarien, because Jona seine Nachkommenschaft, die Nineviter oder die Assyrier ihre Nachkommenschaft, all diese Menschen, die wir in das Land, die hatten die gute Nachricht nicht. Und weißt du noch, was Jesus da durch hat? Der geht durch, der spaziert mit dieser Früh und den Baum. Nicht bloß mit der Früh, aber da kämpft du, wo eine große Menschen zum Glauben kommen. Aber du sitzt dort, Jesus, der wird nicht bloß gerecht predigen. Jesus wird nicht bloß sagen, die haben ein paar Titen und alles weich. Jesus hat sich geduld, der lebt mit dir, der deint, der halbt dir, und der weiß dir, was das meint, wenn Jesus selbst du bist, wohnt mit seinem Hort, mit seinem Leib. Ich will hier sagen, das nächsten Text lesen, wenn das merkt den ganzen Unterschied. Das sagt hier in Matthäus 9, Vers 35, das sagt, und Jesus ging durch all ihre Städte und Dörfer, und lehrte in ihre Schulen und predigte das Evangelium von Gott sein Reich, und mögte Menschen gesund von all ihre verschiedenen Krankheiten. Und das hat das Volk gesagt, jammert das über an. Und ich will hier sagen, das Wort zu machen, das ist sehr wichtig. Jesus hat ein Hort. Das ist 100% verschieden von Jonas sein Hort, der hat nicht. Dat sage ich, am jammer dat über das Volk, wenn wir ein verjährten, helploses Schub unhört, dann seht ihr zu seine Jünger, du hast eine große Angst. Ich will hier sagen, das merken wir, das wir nicht aus der durch ein Hand gehen, das wir nicht aus der Jünger durch ein Gewas, das nicht aus der Head wie ein Missionaren Gewas. Jesus sagt, der Arnd ist reit. Die Mission ist Gott seine eine Wesen. Wenn du irgendwo was hangehen, das Evangelium handrehen, dann musst du weiten, dass Gott ist du was. Weißt du, warum so viele Menschen in Ninive sich bekehren, oder aus Jona ist reden deit? Because Gott wieder lang was, der hat nicht der Horten geschafft. Und Jona hat das rechte Bild wiesen. In unserer Kolonie, in unserer Welt, da sind viele Menschen reit. Und so, das sagst du wieder, aber da sind nur wenig Arbeiter. Und so, das ist die Downside davon. Und dann sagt Jesus, Vers 8, finde ich, die Jünger, frech den Herrn, den der Arndt hier, der wird Arbeiter schatten. Nu, die Frau bleibt vielleicht so steht, wo kann ich dann? Wenn, ich würde mir während zu sein, ein großes Prozent von uns, wie uns jammert über unsere Nubers. Wir würden gleich in die gute Nachricht rüberbringen, aber tue ich das bloß, wenn ich macht? Tue ich das bloß, oder tue ich das wirklich, wenn ich glaube, Jesus, dann kann ich still sein von Jesus. Was tue ich damit, wenn mir das ein Passion fehlt? Was tue ich damit, wenn mir so ein Hort fehlt als Jesus? Mir gibt 3 Dinge ganz klar zu geben, als wir schließen. Und das sind diese 3 Dinge. Kijk von diesem Tag, so das erste ist, wie wir durch hingehen. Das hört sich vielleicht jeden an, von was ich nie gesagt habe, lass mir erklären. Wenn wir nicht wollen durch hingehen, wo unsere verlorenen Nubers sind, dann wirst du auch nicht ein leibendes Hort für dich kriegen. Du musst durch hingehen, zum sein, wo die sind. Und du wirst erfahren, dass meiste Mal, wenn du bist, wo die sind, dann wirst du sein, dass der Not ist viel gratis, was du gedacht hast. Und du sagst, okay, Jona ging auch hin, der hat kein Hort, na, du bist reich. Wenn Jona das nicht ist, du hingehen und Gott sein Gerecht predigen. Das zweite Ding, was wir machen, wenn wir wollen in Passion kriegen ins Hort, ist, wir machen die Dein. Die kostet nicht bloß du hingehen und sagen, wir sind Beters je. Die kostet nicht bloß du hingehen und sagen, dass wir das Evangelium je haben nicht. Die kostet nicht du bloß hingehen und zu dir das Gerecht Gottes predigen. Die wirst machen die Deimütchen. Weißt du noch, was Jesus zu der Früh, der das in Samarien nennt? Der stellt sich unter die Früh aus dem heiligen Gott zu einer schwinischen Früh, aber Jesus stellt sich die unter und sagt, der kostet mir Wutter geben. Ich meine, der Weg, was Jesus heute zu Menschen ankommt, und Gott stellt sich unter den Menschen, um den Menschen merken, feilen, dass du bist auch was wird. Der dein dich. Das sagt in den Text, was wir jetzt lesen, dass der predigt, der lehrt in ihre Schulen, und der mögt den Menschen gesund. Jesus gibt den Menschen zu eten, und der sah sich mit den Sünder und der Stuhl. Der stellt sich du an. Wenn du nicht wirst, die Menschen dein, dann wirst du nicht ein Hort kriegen für dich. Weil wenn wir Menschen mit dem anfangen zu dein, das merkt uns von uns selbst verjäten, das merkt uns, da ihre Not zu sein.
En het derde ding zegt Jezus en zei klein en afsnit en dit zegt beet. En hier wil ik aan je zeggen, en heb opgelost wat ik zei, wie kan ik bloß in de Kjoakj komen en beten dat God wat doet kunnen en zijn nubers veranderen. Dat is de andere weg aan. Remember dat God zegt, wie zullen gaan? Je zullen gaan. So ik kan niet bloß die Taub komen beten en God sagen, kann mir die an die Menschen te bieten. Dat is wat Jonah wil gaan, God zal doen. Ik ben hier mietlich in mijn Feierwegen. Aber Gott sagt, je zullen gaan. So wenn Gott sagt, bet, weet je wat Gott sagt, die sollen beten, die Jünger? Der sagt, bet, dat Gott wat Arbeiter schicken. Wir wollen hier gemütlich sein und fing mal Arbeiter da bieten, nicht? No, was Gott sagt, ist, bet für ihn Hort selbst, dat je wollen du hingehen, wo die sind. Wenn Gott sagt, bet für Arbeiter, dann sagt er, bet für ihn Hort. Und das ist essential, das ist so sehr wichtig, dass wir das lernen, because das ist, wo alles taub kommt. Wenn wir unsere verlorenen Menschen wollen, die Gott nur bringen, dann wollen wir in uns Hort machen, in Hort kriegen, was du levend ist. Und wir glauben einmal, wenn wir zu Gott wollen beten, dann wird Gott gehen, aber nicht ist so wichtig, ein Gebet als persönliche Gemeinschaft mit Gott haben. Und die weiten das, aber hör mal her. Wenn du beten das, du betest nicht bloß, dass Gott dir 1.000.000 Dinge geben, oder 1.000.000 Dinge für die tun, du betest hauptsächlich, um dein Hort ablehnen mit Gott sein Hort. Und wenn dort mal einmal passiert, dann wirst du bald sein, dass dein Hort wird rückgehen, dein Hort wird leben. Je doller du für Januar beten das, je doller wirst du den leben. Je leichter wirst du da hingehen, je mehr wirst du den geben. Because die sind bloß alle nur Jesus. Ich will schließen, aber lass mich die letzte Geschichte vertellen. Ich war einmal viele Jahre drei, aber ich hatte mal eine Erfahrung, wo mir hat fehlen, dass eine Person würde sich bekehren. Und ich hatte mich so sehr fehlen, die würde sein Leben an Gott hingeben. Und ich habe gepracht zu Gott. Ende dieser Person erhorten, gut um alle Sorten. Und da kommt nu ein Jahr. Und dann sagt mein Freund zu mir, warum musst du nicht mal vernehmen, dass für das nächste Jahr wirst du so viel beten für diese Person, dass du nicht mehr wird diese Person blocken von so tun, nicht, die wird sich mal bekehren. Und ich dachte, das ist eine gute Idee. Und ich fange an zu beten, und das neue Jahr auf meine Resolution, ich habe mich fehlen, diese Person wird sich bekehren. Und ich habe beten, gepracht, gefasten. Dat wir 3 Monate ein Jahr, wir denken nach Kraft, dann kommt diese Person mit einem Testimony über dir. Kommt es ein, weil Jesus gefunden hat. Ich dachte so, oh, das ist Kraft, was ich meine, Gott. Das ist Kraft, was ich meine, wenn ich sehe, dieses steht sein Hort ändern. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass Gott hat bloß mein Hort geändert. Gott hat mit dieser Person auch lange geschafft, eigentlich überhaupt die Person kennt. Aber Luther war in der Person selbst, dass die vertelt und die sagt zu mir, wo ich mich einmal geändert hat, eine Karte Titen, wo die mit einmal all diese Dinge in mein Leben gesehen hat, was der hat bei dir gebracht. Und ich glaube, du ganz ab ihrem an, wenn du wirst beten und prachen für die Menschen rum, dann wirst du dort hart gehen, um zu helfen. Weißt du, was Nehemiah deed als diese Menschen in Trouble sagt? Weißt du noch, was er deed? Das ganz erste ist der Rot und der Bed, und dann ging die selbst zu Hand. Ich würde leichen, würde ihr die gerne dahin merken? Ich würde leichen, dass die für die nächsten 2 Minuten würden ganz still werden und dass die würden lauten Gott zu dir vertellen, in eine Familie, eine Person, die in Hort bringen. Und dass die würden für die nächsten 2 Minuten Gott prachen, dass die wird den Hort Weg merken zu dieser Familie. Und hier sind ein Teil von den Band, die in Kraft nicht, wann die Familie sind. Die in Kraft, wann die Person ist, was dir die gute Nachricht von Evangelium fehlt. Und ich würde leichen, dass die für 2 Minuten nehmen und das mal den Hort ausschalten für Gott, für diese Familie, für diese Person.